Die wohl bekannteste Goldmünze der Welt feiert seinen 50. Geburtstag. Ohne jede Abnutzungserscheinung. Happy Birthday, guten Abend, liebe Zuschauer, zur Börse vor 8. Vor allem bei den Deutschen ist die südafrikanische Münze beliebt. 60 Millionen Mal ging sie über den Ladentisch bei wohlgemerkt gut 80 Millionen Einwohnern. Auf der Welt sind mehr Krügerrand verkauft worden als alle anderen Goldmünzen zusammengenommen. Dabei ist die Münze gar nicht mal so rein wie andere Münzen. Um ihn vor Kratzern zu schützen, wird dem Krügerrand Kupfer beigemischt. Dies macht ihn um 2 Gramm schwerer. Warum die Deutschen ihm dennoch derart die Treue halten? Weil sie ihn schon so lange kennen, er sie nie enttäuscht hat. Der Krügerrand war die erste Goldmünze, die 1967 in Deutschland eingeführt wurde. Er ist relativ fälschungssicher, offizielles Zahlungsmittel, nach dem Ex-Präsidenten Südafrikas Kruger benannt. Das Nationaltier, die Antilope, ziert die Rückseite. Manche finden ihn deshalb auch einfach nur schön. Ein Sammlerobjekt ohne Zweifel, doch auch eine lukrative Geldanlage. 1967 kostete der erste Krügerrand umgerechnet 18 €. Eine Münze ist ca. 30 Gramm schwer, dies entspricht einer Unze. Ihr Preis folgt nahezu 1:1 dem Goldpreis, der ebenfalls pro Unze bemessen wird. Mit der Finanzkrise, die den Glauben ans Papiergeld erschütterte, war der Goldpreis auf ein Rekordhoch von knapp 1.400 € gestiegen. Dann fiel er wieder. Mittlerweile aber ist er erneut über 1.000 € geklettert, weil Anleger wegen politischer Unsicherheiten wie dem Brexit-Votum erneut den als sicher erachteten Hafen Gold ansteuerten. Wer zu Finanzkrisenzeiten Gold gekauft hat, hat sein Geld verdoppelt. Wer noch Krügerrand der allerersten Stunde hat, hat es sogar versechzigfacht.